mal vor an e puer Mäint. Et ass Summer, Di Leiit op enger Plage, irgendwo a Südeuropa, den Himmel ass blot, Sonn schenkt, an Dir genéisst Äre wohlverdingte Kongé. Fehlt just nach a bësselsche Musik fir ze relaxen. Kei Problem denkt er, schließlich sinn ich jo bei Spotify oder Deezer abonnéiert. An da fällt Dich an, dat er durch den End vu Roaming ja och Manner muss op Telefonsrechnung oppassen. Kei Schock also, wann dat Rechnung krit. Me trotzdem gëtt Fred an der Euphorie gebremst. Dir kommt nämlich net Lieblingsmusik. A fir wat dat? Ma jo, well der am Ausland sit. An do, wo der Äre Kontrakt ënnerschriven huet, ass net op der Platz. Dat nervt natürlich. Ofes dann deselvechte Problem, wann am Hotelszimmer Lieblingsserie op Netflix wëlt kucken. Net all Service, net all Sprache sind zugänglich. Dat nervt. Me et gëtt och eng gut Novell. Dat wat Dich haut nervt, dat werd demnächst an der Vergangenheit opheieren, a just nach e schlechte Souvenir sinn. Et kann in sich so etwas jo auch an engem digitalen Zeitalter mat engem digitale Bannemoet go net méi firstellen. An dofir stimmt es Wort Europaparlament zu Straßburg en Akkor, den Portability heescht, en Akkor, den die 3 EU-Institutionen zu Summe frontun, an den et dem Konsument erlaubt ze reesen, an den digitale Kontinu, fir denen do heem bezuelt huet, mat zu hullen. An dat grad zu engem Moment, wo viel méi Leiit hier digital Abonnementer am Ausland wëlle nutze, well jo de Roaming ab nächste Mond wäch ass. De Provider vun engem Service kann ich an Zukunft net mehr ausschließen oder zeitweise sperren, just weil der iwwer eng Grenz bannend Europa gevorsieht. Das ist ja nach nëmme logisch, dat der online Filmer, Sportseventer, Musik, Bücher oder Spieler, für die er zu Lützeburg bezuelt hat, dann noch könnt an Europa nutzen. An den Provider, den darf ich selbstverständlich auch nicht mehr berechnen, wie das, was er für den Service bezuelt hat. Es goufen aber auch Sicherheiten angebaut, für das kein Abus soll vorkommen. Es kann ihn zum Beispiel nicht ein Abonnement nach Polen kaufen, an sich permanent nach Frankreich abhalten. Der Provider kann einen Beweis verlangen, dass er auch an dem Land wohnt, wo der ersten Service gekauft hat. Portabilitätsdecision als ein Beweis für Europa von diesen kleinen Schritten. Das nach ein Stück am Puzzle von dem großen digitalen Bannemarkt. Ein wichtiger Schritt, für das wir los bereit sind für die Vieren von der Digitalisation. Digitalisierung wird das Leben mehr einfach machen, an als Service leisten, die wir heute an mehr können, dann auch wirklich gebrauchen. Dafür heißt es von der Politik, die Entwicklung begleiten, für Potenzial bestmöglich auszunutzen, für die Negativeffekte so gut wie möglich auszuschließen. Nur dann geht Technologie zum Vorteil an nicht zur Gefahr.